Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenlernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom te Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik ga hier vandaag met mij waar Gladys Rempel. Welkom naar Heimel te het programma. Dankzij. Wir sehr schön hier in dein Leben in das Feierprogramm. Wenn du das nicht gehört hast, dann würde ich die Frauen gut zeigen in der Seine im YouTube. Oder vielleicht hast du das über Radio gehört oder was immer. Aber hast du vertellt, dass sie in Belize geboren, eigentlich abgewaschen werden, dass sie aus Familie nach Kanada tragen, dass sie von jung an Jesus in ihr Leben gefangen hat, mit ihrer Eltern taub, dass sie eine wunderbare Gelegenheit hat mit ihrer Familie taub in den Städten, in verschiedenste Städte zu reisen, wo sie da singen für Versammlungen. Und das wird so erleben in jüngeren Jahren, wo sie sich dann befrieden. Und sie haben Kinder taub. Und irgendwann dann war die Sache schwanger in ihr Leben. Und irgendwann vielleicht ihr Mann, wenn sie ein doppeltes Leben geführt hat. Und das, wo unsere Titan fällt, mal zu eng wird. So, dann werden wir von dir einfach mal wieder reden, Gladys. Wo fällt sich die erste Tit aus dem Mann nicht mehr am Haus wird? Das fällt sich sehr, ich will nicht sagen bloß ladig, aber das fällt sich sehr verräten. Okay. Das fällt sich verräten und doch verbunden mit meinen Kindern. Mhm. Aber sehr verräten und ich habe nicht gedacht, dass das sonst das wird jemals geben in mein Leben. Und so, ich würde sagen, die erste 1,5 Monate wird sehr schwer und dass mein Körper und meine Gedanken und mein Hort alles zu bieten braucht. Ich kann über dem schier nicht mehr eten und mein Körper timer auf und so eine Dinge dort. Und dann aber wilde ik in de dingen ons dat we naar Canada tragen. Okay. En ik kan nog krijg behouden de eerste moment wo ik op eenmaal hoopning zag. Dat we op een van de flights naar Canada, ik weet op deze flight dat ik alleen in de dingen zouden wordt hoop. En dat ik plus op eenmaal zijn vrede kreeg, dus wanneer ik thuislaaf ophold en voor een paar minuten zag, dat leven kon, dus dit nog schijn zijn. En dan trok we naar Canada en dan was alles dergeschoft en zo wat staat. Maar dat heb ik behouden, dat door op eenmaal, en dat werd maar 1,5 maand nodig. Okay. En zo, dat werd een zeer groot geval, dat einer wist, wird hoopning. En wat ik me de eerste vraag, wo kan einer dit vergeven? Is dat de man einfach eine andere Person uitlezen dat? Wo kan einer dit vergeven? Wo kannst du dit vergeven? Dat is een lange reis geweest en dat werd zeer schwer van aanvang. Aber ich will vergeben. Ich habe von klein an geleerd. Wir müssen vergeben. Ich soll nicht beleidigt sein. Meine Eltern haben mich dort von klein an geleerd. Beleidigt sein, das stimmt sich nicht. Und so, ich will vergeben, von Anfang an. Und aber ich habe gekriegt, dass ich viele, was ich habe. Auf einmal werde ich sehr doll, oder euer ich mich sehr, und das nächste Mal dann werde ich bloß traurig, und das andere Mal noch anders. Und so, wähle zu vergeben, dass ich fuß. Aber ich kann das nicht feilen, dass ich vergeben habe. Okay. Dat je veel time niet voelt. En ik weet nog eenmaal rede ik met een persoon in een kerk en we zijn in een grote kerk. So ik kan er gleich van maar ik zou het vertellen met haar. En dan word ik op eenmaal aan dat zij weer in een met haar man en zij reed zo, want dat maar groot passiert weer. En ze is eerlijk reed ze even aan, dus van er dat nog eenmaal, ja, bloos dus van zij nog eenmaal niet vrede had. En dan vroeg ik haar, hoe lang terug is dat? Wat die man die verleiht. En dan zei ze 10 jaar. Oh, wow. En dan dacht ik zo, dan kreeg ik niet een ewig gevoel, maar een desperate, zei ik dat op Engels. Dat, Du wirst sagen, ja, dringend. Ja, dringend. Ik wil vergeven. Okay. Dus dit 10 jaar wieder wil ik niet hebben, maar het is feilen. Du wirst nicht dort feilen, wat hij vrij doet aan die feilen. En ik kon nog Deutlich kann ich dort noch feilen, was sie sieht. Und ich will dort aber nicht feilen. Ich will vergeben können. Ich will dort feilen können, dass ich vergeben habe. Und so, dann wird ich dringend, und dann sagt ich,
en ik bid en ik zag. En wat wäre, wo kannst du dort dann feilen, dort du vergeben redest? Dat wird eine Reise. Het is een journey. Ik wil niet zeggen dat ik besonders hier wat groot oder daar wat groot beleefd heb, maar met mijn wohl en met tijd ha met God. En dan even dem verstaan ik waarom doen mensen zijn dat op eenmaal een andere persoon zo zou wij doen. Dat ik dat op eenmaal verstand, dat had really goed met mij te doen. Dat ik niet goed genoeg weet je was, dat ik wel grote fehler gemaakt dat had met wat te doen, met wat aan arm werd aangegaan. En dan kon ik op eenmaal beter zijn. En daarna dat andere weer dat ik leer wat mijn weet weer. Hoeveel weet God mij acht. Dan op eenmaal en zoals ik zei, dat weer een reis. Maar ik moet zeggen, 1,5 bij 2 jaar nachher, dan kan ik wirklich aanvangen te zeggen, ik kan feilen dat ik vergeeft heb. Okay, sehr gut. Wo wird dann am Anfang alles, wird von dir auch vielleicht Entscheidungen treffen selbst? Wenn ich stelle mir so vor, wenn du es ich kann da und treffe viele Entscheidungen taub. Was will wir tun, wo will wir hin, oder von was will wir leben und so weiter. Wo wird es für die allein Entscheidungen zu treffen? Dat is ook nog wel een zaak waar ik wat teruggaan naar mijn kindheid. Ik weet zo zeggen, mijn dad zegt immer, wanneer ik met hem kan naar de stad voor business, wanneer hij mij vroeg, wo was eten, of wat was eten, dan wordt ik plus immer gezegd, mij shoot niet. Dat doe die wel. Want ik wil niet op eenmaal wat zeggen, dat die andere persoon zich wordt slecht voelen. En zo, ik weet immer zo, ik wil hingen gaan. En zo, dat is een zware zaak voor mij. Maar met de tijd kan ik me confident voelen zelfs dat ik kan zelfs entscheidingen maken. Maar ik heb veel hulp gebruikt. Besonders mijn zuster helpt te veel. En zo heb ik veel gemerkt. Ik heb helemaal meer veel gemerkt als de laatste 4,5 jaar. Okay. Ook aan mijn dingen. En plus te dat thuis doen, dat weet je wat? Mama weet niet krijg wat het maakt. Okay. Maar die zijn al top om leren. Ja. En krijg, wanneer du al die dingen aan hebt, wat waren die dingen als dat al passeren deed? De oudste wordt 17 okay. En de jongste wordt 8. Okay, dat was. Dat was hij nog 2, ja. Okay. En krijg, wo wird dat alleen ouderen zijn? Wo schaaf dat? Moest je zelf Sachen leren, oder wo verstehen Sie das auf einmal selbst, oder wo wird das Ganze? Ja, dat moest je leert. En over die dingen horen dat alle, dat ze dat verstaan kunnen. Dat ik wordt niet allemaal krijg alles weiter. En zo, mij weer het wichtigste allemaal dat we de gemeenschap voorhouden. Wenn ik hoor me zo zeggen, je houden aan mijn man. En ik wil niet mijn dingen ook verleren. En ik merk op zo veel fehler dat ik me veel meer zo feilt. Want eenmaal waren oud genoeg zijn, die waren bloos van thuis wel, wens die waren niet wel met mij te wonen. En zo, de entscheidingen maken, dat deed ik ook veel met de dingen te op. De oudste weer even dem valt ik zo. Wanneer het grote entscheidingen weer, dan direct dat help. Ik heb veel naar route gevraagd. En mir hat sich so sehr die Kinder wir auch sehr supportive worden in Englisch heißt es der sehr mehr helper die willen die helpen. Ja. Okay. Dan wordt het Ganze vielleicht auch ein bisschen anders merken, als wenn die Kinder nu auch noch nicht wollen. Wo würde ich das sagen? Wo deed eine Frau, wenn die allein ist, oder wo deed sie dat, wenn Geld, dat du kannst überleben willst? Du musst eten, du musst reizen, oder was immer du musst. Wo kannst du das dann? Als wir willen herkomen, die Tickets kopen, ik had niet geld dazu. So meine Schwester deed dat voor mij en dat heb ik hier dan Lothar aufgeschafft. Dan wil ik hier weer. Ik wist het niet, wens ik maak de entscheidung, ik zei hier, ik moet naar Canada. Okay. Als we naar Canada tragen. Ik maak de entscheidung ohne mijn man vrouw. Okay. En zo, als we dan hier weer, ik had geen idee als hij jemals wat wil doen, helpen we geld of wat. Ik wist dat niet. En zo van aanvang, dan zei ik mijn zuster mij zoveel meer door en zij telde zich even, du wirst dit kennen doen en dat en ja, en als we die dingen naar hier willen helpen, wanneer zij verdienen, dan wordt dat maken. En dat time Lothar ze ram, dat hij deed met geld ook helpen. Maar die dingen deden ook veel. Zij deden iets over en zij vele dingen van 17 en 18 daar we niet naar huis geven. En onze dingen dan over alle. Zij deden voets van aanvang aan en zij kunnen dat verstaan. Mijn zuster en haar man, zij
hadden manchmal een meeting met ons te und die Dinge, die wollen helfen. Und so, von der ersten Tag nach immer, einer wünscht immer, das wird noch leichter werden, aber das schafft, wenn einer will. Und ich habe aber vielleicht durch das tollste Lied Gott vertrauen. Okay. Wenn ich einen Monat checkte, ich war eben mein Plan und wie viel Geld wird das nächste Monat brauchen und so, und ich kann nicht sein, dass das wird genug sein. Und aber manchmal merke ich mein Buch dann bloß kriegt das mein Budget und sehe zu Gott, okay, die sagst, wie soll wer sein, die sagst, wie soll geben, ich gehe dort put nur das Zeug, was ich weiß, was ich geben will, und dann sehe ich, Gott, du wirst die wieder kämpfen. Okay. Und das schafft immer. Wow. Das ist immer was von der ersten Tag, jeden Monat. Das ist im Herrn. Ja. Sehr schön. Een andere Thema waar ik aan denk is online zijn. Wo dat een methode aangaan, wanneer je zoveel online moet zijn? Doordat ik wil zeggen, mij heeft dat zij helpen dat ik die dingen bij mij heb. Okay. So, aber das ist dann ein einsames Gefühl, wenn ich nicht einen Mann habe, bei mir, nicht? Ich rede erst mit ihnen Schwiegermama. Und die Dinge, was sie sehen, mögen mich sein, wenn das sind die Dinge, auch was ich mir gewählt habe zu tun. Ich fühle immer so einsam sein als eine Wohl. Und doch nicht alle Wege. Aber an andere Menschen denken. Und meine Gaben ausleben. Und dann aber in grote denken, ich weet viele wat mij veel hier, die worden manchmal so viele, die sagen immer, Zeit haben für Gott, Zeit nehmen, beten. Aber das ist bloß wirklich, die Antwort, die was. Das ist einfach bestätigt für das. Das ist einfach ganz krass. Wenn es hier ist bei mir, nu denke ich manchmal so, wenn die Dinge waren alle von Tisch sind, wenn ich dann noch allein sehe, wo ich mich dann einsam fühle, ich glaube, da wird ich manchmal einsam fühlen, aber ich habe ich weiß, dass Jesus ist immer bei mir. Ich sehe nur nicht allein. Und was ich auch sage, ist, wenn du sagst, die Gove Rütbrücker, also die Buitenhandbrücker, dann denkst du gar nicht mehr so sehr an die, dann denkst du auf einmal an alles, was bitte die ist und an die, wo du nach Hause kommst. Und irgendwann dort merkt bloß, das einfach bloß, dort merkt, dass du nicht mehr so sehr auf deine eine Troubles checken ist. Und aber was immer dann du kannst sein. Und so, und bloß für die, was nicht weiter sein, an die meine Schwiegerma, dort ist eine Wettfrüh geworden für ein paar Jahre zurück. Und wir hören von der Mehrheit mit allen. Dann können wir über diese Sache auch spazieren, wo einer du mit angeht, wenn einer einsam ist. Und sehr schön zu hören. Hast du irgendwas von der Bibel, was die durch deine schwere Zeit besonders geholfen hat? Die Frage, wo Gott zu uns sagt, ich will niemals verloren. Okay. Die Frage wird mir sehr viel wert. Ich weiß, dass er wird bei uns. Und dann, ich hatte so viel mehr. Ich glaube, das größte Besorgnis hatte ich an den Dingen. Wo wurde die Dinge erleben. Wurde die, auch das selbe mit der durchgehen. Oder in durch einen ich viel mehr die Frage, ich spreche, und dann durch eine Frage in Jesaja, wo Gott sagt, ich will deine Dinge lehren. Und Frieden wird groß sein. Wow. Und so die Frage, die nahm ich so sehr viel mehr. Ich war sogar von der ersten Tag nach, von der ersten Morgens, hatte ich ein bisschen Angst über meine Dinge. Und dann da ich Gott denke, du siehst, dass du wirst lehren. Und Frieden wird groß sein. So die Versprechungen, die nehme ich sehr viel. Verrät mich. Unsere Titel als hier Lehrer war te eng. Wir waren hier te eng merken von dir. Dankeschön für das dabei sein. Nächstes Mal habe ich noch ganz interessante Sachen, wo wir reden wollen über Gladys. Und ich freue mich das auch. Und ich sage, dass du dabei bist. Gott sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.